Während der Pong hinter das Becken geht, fäckelt Ping aufgeregt um ihn um. Plötzlich ist oben der Deckel aufgetan worden. Ich dachte, jetzt kommt meine Mama. Aber dann hat es nur Futter geregnet. Und weisst du eigentlich, wo meine Mama ist? Überschlägt sich Ping fast beim Erzählen. Zwischen schnabbelt sie selber hurtig etwas runter, bevor sie weiter rumhüstert oder einen Schluck Wasser trinkt. Es sieht aus, als nehme sie einen Schluck Mundspülung zum Gurgeln. Wasser aufsaugen, Hals strecken, Kopf in die Ecke und natürlich schlucken, nicht gurgeln. Was jetzt passiert, lässt der junge Gänsli das Blut vor Klopf stocken. Wie aus dem Nichts kommen Hände, nehmen sie und stecken sie in eine Kartonschachtel rein. Die Ping ist am Überbeissen. Sie macht Lärm und zappelt, als müsste sie gegen die ganze Welt kämpfen. «Alles cool, Ping! Jetzt an Futter! Also nur nicht durchdrehen! Hey. «Wow, bist nicht ganz bei Trost. Vielleicht macht uns jemand weh, oder?» «Oder du kommst endlich zu deiner heißgeliebten Mama. Könnte ja auch sein, du Angstgänsli du.» Das hilft, für das Ping wenigstens ein Momentchen aufhört, wie ein aufgescheuchtes Wespe zu tun. «Mama!» Lang hält die Ruhe nicht an. Diesmal kann aber die Ping nicht wirklich etwas dafür. Stimmen tönen laut. Die Schachtel, wo die Gänsli drinnen hocken, hudelt und es schmeckt ganz fremd. Dann hören Ping und Pong Motorengeräusche und es fängt an hin und her zu butteln. Irgendwann ist fertig mit der Autofahrt. Die Türen von dem Auto werden aufgemacht, die Schachteln geschnappt, für sie kurzum auf den Boden zu stellen. Ping und Pong müssen blinzeln, weil sie die Sonne blendet. «Mama!» fragt Ping wieder. Und diesmal könnte sie recht haben. Fein wird sie gestreichelt und verschmuset. Genüsslich tut sie die Augen zu. Endlich wird sie beschützt und verbäbelt, freut sie sich. Als sie die Augen nur auftut, sieht sie schon, dass die Mama keine Federn hat. Auf dem Kopf hat sie Fädel. Und sonst ist sie recht blut. Einfach mit so Stoffzeugs an. Aber das ist der Ping doch gleich. Hauptsache Mama. Die Ping-Mama ist übrigens Nuria, ein 6-jähriges Mädchen. Sie wohnt mit ihren Eltern und den 2 Brüdern auf einem Bauernhof und hat schon 4 Gänse. Es sind besonders schöne, findet Nuria. Weil sie sind ganz schneeweiss, wie Schwäne. Sehen nur viel lieber aus. Und sie so. Dann haben sie unglaublich blaue Augen und drumherum ein orangiges Rändchen. «Oh, du bist aber ein aufgeregtes Gänsli», lächelt Nuria und muss die Ping zurück auf ihre Beine pflümeln, weil sie fast dran runterpurzelt. Der Pong, der auch geäumelt wird, liegt immer noch genau am gleichen Ort wie am Anfang. «Ja, so freut seid ihr geschlüpft, ihr 2 Süssen. Es fängt dabei zu sein, wieder von knutschgelben kleinen Bibeli zu grossen, weissen Diepholzergänsen heranwachsen. Ihr müsst mir einfach versprechen, dass euch nichts passiert. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ihr doch noch so zerbrechlich seid.»